your chance, beat it now.今目覚めるほど戦う遺伝子 Wake up 一か八か手が外れる衝動ほとばしるエナジー Survive 懲りない奴ら複数のダイナマイト生まれつき持って押し寄せる今ない豪華なメンツ秒読み to the fight 宇宙の外れ巨大な荒野で無茶ぶりで歪む大地地響きが轟く闇 Nothing can stop you now 沸騰してくテンションどうもない日が Wake up 乗るかそるかどうもないアクション断崖ギリギリ極限までサバUnd weiter geht's, Freunde. Nach einer sehr langen Pause will es der Mike wieder mal wissen. Hey, und zwar ist natürlich die allseits bekannte Frage, beherrscht der Michael das Spiel noch oder beherrscht das Spiel ihn? Dämliche Fragestellung. War zwar ein bisschen episch, aber trotzdem jetzt natürlich völlig aus der Luft gegriffen. Die eigentliche Frage ist vor allem, beherrscht es noch und natürlich macht's mir überhaupt noch Fun. Ja gut, so als Guania, ihr habt's gesehen. Beginner haben mich ausgefordert und wollte zwar scheinbar einen 5 gegen 5 Kampf oder 6 gegen 6, keine Ahnung. Aber ich dachte mir so, nee, kaum, wenn ich es wirklich drauf habe und ich kein Training mehr brauche, dann schaff's auch alleine. Ob das gut geht? Naja. Ich muss zugeben, so Gruppenkämpfe hätten künftig schon was, wa? Weil das ist halt das Problem, dann kann ich immer nur gegen, ich schätze mal so gegen 5, also ja, jetzt halt mal so angenommen, Alter, Gohan, was machst du da? Ja, also mal angenommen, ich zock so mit 5 gegen 5, dann ist es halt schon so, dass ich... Dieser Kopf sie voll erwischt. Dass dann halt vermutlich nur 1 bis 2 Gegner pro Part hätte. Ich weiß, sind sowieso immer ein bisschen kürzer, die Wedge Blast 2 Parts. Und Interesse daran besteht, wieso eigentlich nicht? Also, weil sowieso jetzt kommt die 3. Staffel, oder? Oder ist jetzt mal geplant, ich mache jetzt zum Ende Jahr 2013, ich mache jetzt etwa 3 Parts so. Mal gucken, ja, erstmal macht es noch Spaß, zweitens kann ich es noch und drittens wäre eine 3. Staffel wohl noch eine gute Idee oder eben weniger. Alter Schwede, die Verbindung mies. Ja, seht's bei uns beiden. PSN, mach mal was. Alter, wie soll ich denn hier überhaupt was machen? Oh, es hat geklappt, wieso hat das geklappt? Versteh's nicht, egal. Gut, ihr habt die ganze Zeit auf R2 gehämmert. Also die Kommandos sind noch bekannt worden, keine Sorge. Ich weiß, was das meist, außer halt die Wedge Soul Combo. Da stehen muss ich dann, wenn ich eine 3. Staffel starte, was eigentlich mit diesem Part Nummer 40 eigentlich schon sein sollte, dann muss ich da unbedingt die Wedge Soul Combos noch für alle Charaktere durchnehmen, weil im Grunde genommen eigentlich ziemlich genial und wenn man es halt drauf hat, ja vor allem jetzt playtechnisch, nee, da muss ich schon, das muss, ich kann ja direkt nur privat zocken und Let's Playen. Wenn es ein richtiges 0815 Let's Play und das will ich nicht. Ich will ja was bieten. Oh, naja. Okay, Strategie von Arsch. Ich muss weg hier. So, ha, Teleportation. Reingelegt, Kumpel. Ich hab langsam. Voll erwischt. Nein. Na, fertig erwischt. Er wollte sagen, ich habe langsam Zeitreferenz. Da habe ich eben nicht drin. Verdammt, ey. Verzögerung dachte ich, hätte es aber jetzt nicht. Egal, er kann verlieren, ist nichts Neues, war so. Mangel sehen gegen den nächsten, jetzt spielen es bei ihm wieder, bei mir klappt's. Also irgendwie PSN, also manchmal, ey. Ist schon verrückt. Bin mal gespannt, wie es nachher bei Battle of Set sein wird. Wird wohl noch schlimmer. Na gut, mal gucken. Weil Wedge Blast 2 läuft es sonst relativ flüssig. Aber das früher gemerkt, zum Beispiel mit Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm 3 und Generations. Das ist auch oftmals geleckt und so. Aber jetzt im Vergleich kann man eigentlich nicht sagen, dass das Spiel selbst ist und wirklich eher. Boom, mehr halt die PSN selbst, also eben Network.
Ja, bin ich vor allem gespannt auf die PS4 dann. Und bis ich da dann Dragon Ball Spiele habe, könnte es noch eine Weile dauern. Ja, momentan läuft es ganz gut. Und er ist gegangen. Was? Wieso? Warum? In Verbindung? Okay, Freunde, ein Gegner ist weg. Der nächste kommt. Und zwar spiele ich diesmal mal den bösen Buben. Tja, Mecha Freezer war in der Höhle ein bisschen unterwegs, ein bisschen trainiert und so. Und jetzt will er sich an den Saiyajins rächen. Ja, nimmt dafür einen dreifachen Super Saiyajin Goku. Ist eine geniale Idee, muss er sagen. Respekt. Okay, Porten klappt wieder. Verbindung ist relativ gut, wie es aussieht. Dann die Reihenfolge klappen und die Kommandos. Freezer, hat es irgendwas Spezielles drauf? Nee, wa? Oh, daneben schießen vor allem. Mann, Freezer, kannst nicht zielen, Alter. Sieht aus wie eine Patchwork-Deck und kann nicht zielen, ist klar. Wow, aua. Mensch, tut doch weh. Man kann noch ein Schild durchbrechen, ist schon mal etwas. Und fliegen lassen kann er die Typen noch. Oh. Der hat nicht schlecht, Kumpel, Respekt. Kann das auch teleporten? Okay, wird schon ein bisschen schwieriger. Was natürlich viel geiler ist. Tschüss. So bescheuert bin ich jetzt auch nicht. Was, wieso? Alter, das war eine ultimative Attacke gemacht, die wir gar nicht bewegen können. Ja, wie schon so, ist ja immer so eine Attacke gemacht, eine super oder ultimative Attacke. Sind immer für etwa 1-2 Sekunden, naja, halt blockiert, sag's mal so. Okay, scheinbar nicht, das will Freeze auch noch wissen. Na, Freeze allein, ja, momentan klappt's ganz gut, der kann Kombos austeilen. Nur irgendwie die Serien-Kombo klappt noch nicht so ganz. Freunde, mal eine andere Frage. Kann das sein, dass Mecha Freezer sich irgendwie einfacher steuern lässt als der normale Freezer? Weiß auch nicht wieso, aber irgendwie habe ich das Gefühl, der steuert sich ein bisschen flüssiger. Naja, vielleicht einfach nur so, als ob Freezer ein bestimmter Kommandotyp ist. Schon wieder, hey, ausweichen. Ja, Mann, klappt so, jetzt kriegst du einen Spalti aus dem Schädel. Ups. Das war falsch, Entschuldigung. Einen Spalti machen. Genau, habe ich irgendwie das Gefühl, dass Freezer ein bisschen... Oh, jetzt geht er Full-Modus, Full-Power-Modus, nicht wahr? Beruhigen wir jetzt ein bisschen. Ja, wie gesagt, habe ich das Gefühl, dass Freezer sich als Mecha-Freezer irgendwie... Ja, also mir zu meinem Kampfstil passt, sag's mal so. Gibt es so Charaktere, da kann man sich sofort damit identifizieren. Das war knapp. Auch nicht schlecht. Und Mecha Freezer ist irgendwie so einer. Muss sowieso mal sowieso mehr machen. So, der Wurf natürlich auch, den wir auch nicht vergessen. Aber was er vor allem meinte, Spalti, bam, bam. Was er vor allem meinte, ist halt, dass ich mir so ein paar Charaktere aussuche, wo ich halt sehr gut damit umgehen kann, wo zu meinem Kampfstil und so gehören. So ähnlich halt wie auch mit Goku Super Saiyan 2 Modus und tschüss. Da bin ich dran, Kumpel. Tschüssikowski. Das war's mit Super Saiyan 3. Goku? Ach nö, nicht schon wieder, Alter. Wieso verschwinden die dort? Das gibt's nicht, das gibt's nicht. Das ist die neuerdings Mode hier, dass man plötzlich abhaut, sobald man verloren hat oder so. Oh Mensch, sehr gut, vielleicht ist meine Verbindung abgerissen. Weil ich will jetzt nichts Schlechtes behaupten und so. Und ihnen einen Vorwurf machen, es sah nur gerade ein bisschen halt so aus. Mensch, ins Kind, hey, der Gegner ist gegangen. Okay, nee, nicht okay, aber was willst du machen, wa? Was willst du machen? Den ersten Kampf beginnen, das willst du. Chaozu, ey. Ich glaube, Chaozu aber doch so in Erinnerung, dass der einen Kampfstil drauf hat, der gar nicht mehr so entspricht. Muss man sagen, Tenshinhan hat einen ähnlichen. Wie, glaube ich, auch Ultimate oder was, Kid Gohan? Ich glaube, Kid Gohan. Es gibt auch so Charaktere, mit denen kann ich es irgendwie überhaupt nicht, sei es, weil sie zu langsam sind oder so, obwohl es eigentlich... ja, ist seltsam. Is a little bit crazy. So, ciao, das war eigentlich deine ultimative Attacke schon wieder. Jetzt. Oh, oh, oh. Nee, bitte nicht, bitte nicht. Ich bin so ein Arsch. Das war ja die Attacke. Ja, dankeschön, typisch Vegeta, einfach noch einen treten, wenn er schon am Boden liegt. Saubere Arbeit, Kumpel. Ach ja, Vegeta, ich hasse. So, nächster Kampf. Der beiden Titanen, Broly gegen Hachiak. Hatten ja auch schon lange nicht mehr. Wobei ja laut Goku soll ja Hachiak stärker als Broly sein. Wobei wir erinnern uns, Broly wird sowieso immer stärker und stärker. Und dem her ist Broly ja, das ist ein gutes Diskussionsthema.
Broly ist so einer, weil er ein legendärer Super Saiyan ist und so, müsste immer stärker werden, wa? Sprich von Kampf zu Kampf, natürlich auch während des Kampfs wird er immer stärker und stärker. Jetzt ist er mittlerweile, auch wegen Battle of Saturn, so ein neues Dragon Ball Spiel, ist ja auch der neueste Dragon Ball Film erschienen, sprich Battle of Gods. Und dort fightet ja, sieht gerade ein bisschen mies aus für mich, dort fightet ja Goku als Super Saiyan Gott, ja, klingt ein bisschen crazy, aber ist wirklich so. Ah, Teleport kommt noch. Gegen den Gott der Zerstörung Bills und irgendwie, ja, es ist von wegen, der Super Saiyan Gott gab es schon mal. Damals hat ihm irgendwie die Energie von 6 Super Saiyajins oder 6 Saiyajins, die hat ihm irgendwie Energie zugeflößt und dadurch wurde der Super Saiyan Gott, dadurch entstand er und irgendwie, ich meine, klingt er ganz gut und so. Wenn man ganz ehrlich sein soll, ich glaube eher, dass Broly ist ein wahrer Super Saiyan Gott, sondern der wird immer stärker. So klar, ich meine, ja, die Energie von seinem Gott ist natürlich schon außerhalb jeglicher Skala. Aber ganz ehrlich, so ein Kampf zwischen und auch Super Saiyan 3 Broly gegen Bills, also das wäre schon noch krass, wa? Und da fliegt er, bam! Bums und Falle! Ja. Mal so einfach mal ein Thema in den Raum geworfen. Was meint ihr dazu? Denkt ihr auch, Broly ist eigentlich ein wahrer Super Saiyajin Gott? Oder eben ist legendärer Super Saiyajin im Vergleich zum Gott doch nur naja, nichts wert und so. Okay, wird schön noch dagegen geschleudert. Schön doof so, was willst du mal. Was macht denn der dort? Was war das gerade? Hä? Das ist wie eine Spirale, hey, und tschüss. Hä? Was war das? Sah ja sehr crazy aus, aber auch geil. Ja. Es gibt noch die dreifachen Super Saiyajins. Jetzt haben wir davon gesprochen von Broly. Jetzt kommen allerdings Goku und Vegeta. Da gab es ja auch schon viele Spekulationen. Wir waren gerade beim Thema von wegen Battle of Gods und so. Und zwar hat es ja viele Gerüchte gegeben von wegen, ja, Gogeta soll dort als Super Saiyan 3 auftauchen und er soll dann gegen den Gott der Zerstörung Bills antreten. Weil hier kann man ja im Prinzip vom Spiel her und so können die beiden jetzt Vegeta und Goku als Super Saiyajin, also dreifache Super Saiyajins, nicht wahr? Man weiß ja, dass Gogeta, zumindest bei Dragon Ball Heroes, existiert er auch als dreifacher Super Saiyajin. Gut, dort existiert auch Trunks als dreifacher Super Saiyajin, von dem her. Aber trotzdem war natürlich die Idee, ja, vielleicht. Oh, und Tschüssikowski Vegeta. War natürlich die Idee, vielleicht gibt es ja dann im Film und künftigen Spielen auch Gogeta als dreifacher Super Saiyajin in der Fusion. Ich meine, eng krass stark und so. Wir kennen ja aus Dragon Ball GT schon einen vierfachen Super Saiyajin Gogeta. Der wäre schon eine Nummer für sich, eine dreifache. Und natürlich wäre er schwächer, aber trotzdem, also mehr Welten. Das ist ein normalen Dreifachen und einem fusionierten Superkrieger, wa? Aber dann leider nix und ja, jetzt kämpfen halt hier zwei dreifache Super Saiyajin. Ich gehe gleich drauf, wie es aussieht. Finde ich auch irgendwie seltsam. Mein Goku ist mein Main, nicht wahr? Gut, ist eigentlich der, ja, nicht mehr abblocken können, toll. Also eigentlich ist er zweifache Super... Oh, jetzt müssen wir... Moment, ich quatsch gleich weiter. So, zurück bin ich, Freunde. Genau, das wollte ich eigentlich sagen. Goku Super Saiyan 2 ist eigentlich mein Main, wa? Gerade als Dreifache müssten irgendwie auch so sein, aber ich weiß auch nicht, irgendwie die dreifache Super Saiyan Form. Ich habe das Gefühl, es wäre schwieriger mit der zu zocken, das wäre irgendwie ein bisschen schwerfälliger. Oder anders eigentlich, ich verstehe es auch nicht. Ja, und deswegen testen wir jetzt ganz kurz mal. Ich habe jetzt Normalo Goku genommen. Oh, scheiße. Das war ja klar. Mal ein bisschen testen. Natürlich ist der erste Part ist gleich vorbei. Sprich, es wird wohl der letzte Part für heute sein. Und deswegen ist natürlich die Frage, habe ich es jetzt noch drauf oder habe ich es eben nicht drauf? Ich meine, einfach nur die Knöpfe drücken reicht natürlich nicht. Man muss auch ein bisschen auf die Situation jeweils reagieren können. Okay. Und dann gerade abblocken. Mann, so. Auch nicht schlecht, Mann. Auch nicht schlecht, Mann. Teleport! Geil, ich kann's noch. Nun gut, Freunde. Testen wir das nächste, wa? Ja, Mann. Michael is back. Yeah, Super Saiyan 2. Full Power Modus. Ups. Also zu Backman. Backman. Yeah, Mann. Das ist einfach den geilsten. Ich verstehe es auch nicht wieso. Irgendwie habe ich das Gefühl...
Ja, von Schnelligkeit her, wenn er zuschlägt und alles, ganz Kommandos und so, ist auch bei ihm am geilsten. Naja. Das ist mein persönlicher Geschmack, Mann. So, es ist so Möbelkumpel. Ja. Tschüssikowski. Sayonara. Bams, Bams und Goodbye. Boom. Jetzt immer noch, wa? Jetzt fliegst du erstmal. Gut, ich will nicht. Mach ein bisschen Schildbrecher. Das kann ich ja so gut. Vor allem so gerne. Bam. Jetzt aber. Kamehameha. Hahaha. Ja, Freunde, ich bin back, wie es aussieht. So, Lasertest für heute. Mal gucken. Oh, schnell. Schnell, Goku, jetzt. Huss. Halt zusammen. Ich bin schneller, oder? Ich bin schneller. Ich war schneller, Freunde. Juhu. Okay, das eine oder andere fehlt natürlich noch. Ein kleiner Feinschliff und so. Und die wütende Seele-Kombi, etc. Aber man kann doch trotzdem sagen, ich bin zurück. War nach knapp 2 Monaten Abwesenheit oder 3 sogar. Michael Saiyan is back. Und vielleicht schon bald besser als jemals zuvor. Oh yeah.